Ja, ist gut, jetzt ist doch gut, meine liebe Ente. So, geh mal zu den anderen. Hallo, liebe Kinder, hier ist wieder der Klaus-Peter und Wuffi ist auch wieder da, der wartet auch schon ganz gespannt. Und das kleine Mädchen, sie heißt Pumpeline, sitzt hier auch schon. Ja, und alle anderen Freunde sind hier auch schon versammelt, so wie du zu Hause vor dem Computer oder vor dem Fernseher, um mir heute wieder zuzuhören. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, und wollen wir mal gucken, was ich mir aus dem Kästchen mit dem goldenen Schlüssel heute rausgesucht habe. Vielleicht ist ja auch wieder was dabei, wo du mitsprechen kannst. Und ich glaube, ich sehe schon was. Wir üben das gleich mal. Sie ziehen und können es nicht herausziehen. Und jetzt alle. Sie ziehen und können es nicht herausziehen. Das war schon sehr gut. Noch einmal. Sie ziehen und können es nicht herausziehen. Immer wenn ich das Zeichen gebe, dann sprecht ihr mit mir zusammen. Ja? Popeline, du auch? Ja? Gut. Das Rübchen. Großvater hat ein Rübchen gesteckt und spricht zu ihm. Wachse, mein Rübchen, wachse, werde süß, wachse, Rübchen, wachse, werde fest. Das Rübchen ist herangewachsen, süß, fest und groß, riesengroß. Großvater geht das Rübchen herausziehen. Er zieht und zieht, kann's nicht herausziehen. Da ruft der Großvater die Großmutter. Die Großmutter fasst den Großvater, der Großvater das Rübchen. Sie ziehen und können's nicht herausziehen. Da ruft die Großmutter das Enkelein. Das Enkelein fasst die Großmutter den Großvater, der Großvater das Rübchen. Sie ziehen und können's nicht herausziehen. Da ruft das Enkelein das Hündlein. Das Hündlein fasst das Enkelein die Großmutter den Großvater, der Großvater das Rübchen. Sie ziehen und können's nicht herausziehen. Da ruft das Hündelein das Kätzchen. Das Kätzchen fasst das Hündelein das Enkelein die Großmutter den Großvater, der Großvater das Rübchen. Sie ziehen und können's nicht herausziehen. Da ruft das Kätzchen das Mäuslein. Das Mäuslein fasst das Kätzchen an, das Kätzchen fasst das Hündelein das Enkelein die Großmutter den Großvater, der Großvater das Rübchen. Und jetzt pass auf, sie ziehen und haben das Rübchen herausgezogen. Ja, da musste erst das Mäuslein noch kommen. Ist das nicht toll? Alle haben sie zusammen geschafft. Ich freue mich so. Gut, eine neue Geschichte. Oh, Kranzkuchen. Isst du auch so gerne Kranzkuchen? Ich liebe Kranzkuchen. Und Kringel mag ich auch. Und hier geht es um 3 Kranzkuchen und 1 Kringel. Ein Bauer hatte einen Wolfshunger, fast so wie ich jetzt. Er kaufte einen großen Kranzkuchen und aß ihn auf. Er hatte immer noch Hunger. Er kaufte noch einen Kranzkuchen
und aß auch den. Und immer noch hatte er Hunger. Er kaufte einen dritten und aß ihn ebenfalls. Und auch jetzt war sein Hunger nicht gestillt. Da kaufte er sich Kringel. Und kaum hatte er den ersten gegessen, war er satt. Der Bauer schlug sich an den Kopf und sagte, was für ein Narr bin ich doch. Nun habe ich ganz umsonst das Geld für den Kranzkuchen hinausgeschmissen. Mit dem einen Kringel hätte ich anfangen sollen. Tja, so kann einem das gehen. Vielleicht hast du ja auch noch einen Kringel zu Hause. Dann probierst du das mal. Kleine Hex. Morgens früh um 6 kommt die kleine Hex. Morgens früh um 7 schabt sie gelbe Rüben. Morgens früh um 8 wird der Kaffee gemacht. Morgens früh um 9 geht sie in die Scheun. Geht sie in die Scheun, morgens früh um 10 holt sie Holz und Spähen, feuert an um 11, kocht dann bis um 12. Frösche, Bein und Krebs und Fisch, hurtig Kinder, kommt zu Tisch. Ja, vielleicht ist ja bei euch jetzt auch das Mittagessen fertig oder das Abendbrot oder was auch immer. Ich weiß ja gar nicht, wie spät es jetzt bei dir zu Hause ist, bei euch zu Hause ist, wenn du das siehst. Und ich sage jetzt einfach mal mit all meinen kleinen Kuscheltierchen auf Wiedersehen und bis morgen. Tschüss.